Heute ist Freitag, der 30. Mai. Live aus den W24-Studios im Wirtschaftspark Breitensee. Guten Abend Wien mit Ihrem Moderator Peter Schreiber. So, Sie können die Kinder jetzt wieder zurückholen. Das nächste Thema wird bedeutend kinderfreundlicher. Nach Asterix und Obelix auf Wienerisch gibt es nun einen berühmten Kinderbuchklassiker aus dem 19. Jahrhundert in Mundart, Wilhelm Buschs Bildergeschichte Max und Moritz. Vor 150 Jahren entstanden. Und dieser Herr, der neben mir sitzt, Christian Hemelmeier, hat sie frei ins Wienerische übersetzt und auch noch in die Moderne. Kann man das so sagen? Man kann sagen, ins 21. Jahrhundert ins 21. transportiert. Was haben Sie da am Hut mit diesen beiden bösen Buben? Warum haben Sie sich an dieser Geschichte gerade vergriffen? Das klingt verrückt, aber es war wirklich ein Traum. Ich bin irgendwann im Jahr 2012 wach geworden mit im Dialog mit irgendjemandem und über Wilhelm Busch haben wir uns unterhalten. Und der hat mich gefragt, um was geht's da eigentlich auf gut Wienerisch? Sag ich, es geht um zwei böse Buben, aufgewachsen als wie die Ruhm. Dann sagt er, und wer ist das? Nicht? Ja, Max und Moritz waren die Miesen, Gefraster von der Broderwiesen. Und somit waren diese 4 Zeilen eingebrannt und 2 Sekunden später bin ich aufgewacht. Ich gesagt, bumm, Wilhelm Busch, aber es war Wienerisch. Habe das aufgeschrieben und irgendwie ist es dann weitergegangen. Und es ist ja frei übersetzt. Es ist sehr Wie frei? Ist es eine komplett neue Geschichte oder hängt es schon noch ziemlich? Es hängt sehr knapp an Wilhelm Busch, würde ich sagen. Die ersten 2 Kapitel, die kennen wir ja mit den Hühnern und Hühner stehlen und Hühner dann fressen im Park irgendwo. Die beiden Geschichten sind noch authentisch Wilhelm Busch und sehr nahe daran. Dann kamen wir zu den Maikäfern und da habe ich gesagt, okay, Maikäfer in der Stadt. Wo findet man einen Maikäfer? Also habe ich den Maikäfer eingeflochten zwar, aber der ist dann verschwunden und durch eine komplett andere Geschichte ersetzt worden. Und das war dann der Ausschlag, um zu sagen, jetzt gehen wir ein bisschen weiter weg vom Original. Und in die aktuelle Zeit rein, ins 21. Jahrhundert. Und das Buch gibt es nicht nur zum Lesen, das gibt es auch als Hörbuch. Ja. Und Sie waren so nett und haben uns da sogar einen Ausschnitt mitgebracht. Deswegen würde ich sagen, wir hören und in diesem Fall sehen wir da auch kurz rein. Wunderbar. Es geht um 2 böse Buben, aufgewachsen als wie die Ruhm. Max und Moritz waren die Miesen, Gefraster von der Broderwiesen. Haben schon auf die Volksschule gepfiffen und im Leben nur eins begriffen. Hagel nix, Stier deppen an, so stehst einfach besser da. Ich sehe jetzt schon ganz genau, wenn ich mir den Schluss anschaue, was die Gefraster alles machen, bringt das Gegenteil von Lachen. Ja, diese Streiche von Wilhelm Busch, also die wurden von Wilhelm Busch damals, kann man sagen, mit dem erhobenen Zeigefinger kommentiert. Richtig, ja. Behalten Sie diesen Moralismus bei? Diese Art von Moralismus sicher nicht, weil die Moral der heutigen Zeit ist, ich sage jetzt mal, etwas andere geworden. Der erhobene Zeigefinger ist weg. Allerdings sage ich mir, Moral ist wichtig. Ich sehe da drin Achtung und wirklich Respekt vor anderen Menschen. Das wollte ich mit diesen Geschichten transportieren. Auch wenn sie in der Jetztzeit spielen, sagen wir so, vor allem, weil sie jetzt spielen. Die Achtung vor Menschen ist halt keine große mehr. Man sieht die Gewaltbereitschaft und, was alles rundherum passiert. Das wollte ich an sich kritisch anreißen, aber nicht mit diesem Zeigefinger. Das ist nicht nötig. Ist das die moderne Komponente des Ganzen oder schaut die auch noch anders aus? Sie schaut noch ganz anders aus, weil Busch hat an sich 7 Streiche geschrieben und mir war das eine Spur zu wenig. Weil mit Buben in die Mühle reinzustecken und dann vom Federvieh fressen zu lassen, das war für mich eigentlich ein Schluss, der für damalige Zeiten vielleicht einen guten Wahrheits- und Transportgehalt hatte. Für heutige Zeiten hat kein Kind mehr Angst vor Blut oder vor Messern oder vor irgendwelchen Gewalttaten. Man sah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also man diese ganzen Wahnsinnsfilme oder Muttertag, das schaut sich jedes Kind, wenn es irgendwie dazu kommt, natürlich an. Also ist die Schlussversion, das heißt das Auflösen, etwas moderner. Ich will es jetzt nicht verraten. Nicht verraten, wir wollen es ja noch lesen, im Optimalfall. Und da wären wir gleich beim Stichwort, weil Sie haben uns freundlicherweise 3 Exemplare zur Verfügung gestellt, sind sogar übrigens handsigniert von Ihnen und? Von uns beiden, das heißt mein lieber Freund Heinz Wolf, der Zeichner, der sich mit über 130 Zeichnungen die Mühe gemacht hat, das Buch zu illustrieren. Also wirklich, er hat es genial getroffen, ist die perfekte Ergänzung zum Text. Und ich sage jetzt mal, wir beide ohne einander, es wäre nie das Buch entstanden. Gegangen. Und ohne die Leser geht es auch nicht. Wenn Sie dieses Buch haben möchten, schicken Sie uns bitte ein E-Mail an gutenabendwien@w24.at, Postadresse dazu schreiben und mit etwas Glück gehört das Ganze dann Ihnen.
Und bei Ihnen darf ich mich ganz herzlich für den Besuch bedanken. Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft. Gerne. Dankeschön.